Hokuschi, ich erzähle ein bisschen was da heute über Biodiversität. Biodiversität, was ist denn das eigentlich? Das ist da hauptsächlich schon ein bisschen bezogen bei uns auf der Boden. Biodiversität, das ist ja nicht so, wo du jetzt ins Labor gehst und sagst, so, heute gehe ich mal ins Labor rein und messe mal Biodiversität. So wie jetzt pH-Wert oder Bodenaggregationsstabilität. Das ist was anderes. Biodiversität kannst du dir vorstellen wie quasi eine Überschrift, eine große Überschrift, ein wichtiges Thema sozusagen. Messen kannst du viele Sachen, die dazu beitragen. Zum Beispiel kannst du gucken, ja, wie viele Pilzarten sind denn da zum Beispiel. Bei uns im Labor macht man das mit molekularen Methoden. Anders geht es quasi gar nicht. Dann hast du vielleicht eine Liste von Arten oder so was Ähnliches wie Arten. Kannst vielleicht auch noch sagen, wie viel von jedem sind ungefähr da. Dann hast du eine Artenliste, das ist auch Artenreichtum. Und du kannst sagen, wie viel ist von jedem ungefähr da. Dann hast du eine Idee davon, wie die Evenness ist oder die Äquitabilität, wie es heißt auf schlau. Ja, und das ist sozusagen eine Beschreibung von einer Lebensgemeinschaft. Das fällt alles unter die Rubrik Biodiversität. Da ist natürlich auch noch mehr, weil du kannst ja Diversität haben von anderen Sachen. Zum Beispiel kannst du Diversität innerhalb von einer Art haben. Ne? So, bei uns gibt es ja Pelzer, es gibt Schwobe, Badenser und Hesse und was weiß ich, ja. So ähnlich kann ich das auch vorstellen. Bei Pilze zum Beispiel, ja, da gibt es halt auch eine Diversität innerhalb von der Art. Das kannst du da auch gucken. Und du kannst da auch gucken, ja, was ist denn die Merkmalsdiversität? Ne? Da kannst du zum Beispiel auch gucken dir von einer Lebensgemeinschaft, wie viel Sporen machen die Pilze oder ähm, wie produzieren die bestimmtes Metabolit oder sonst irgendein Merkmal, wo du deine Pilze messen kannst. Das kannst du dann sozusagen für die gesamte Lebensgemeinschaft messen und kannst dann das Merkmal nehmen, um die Lebensgemeinschaft damit zu beschreiben. Und schließlich kann man noch sagen, was auch zur Diversität dazugehört, ist natürlich, wie sie verteilt ist in Raum und Zeit natürlich. Ne? Da gibt es so das Diversität in einem bestimmten Fleck. Zum Beispiel jetzt in einem Stückel Boden. Und dann, wie ist denn die im Vergleich zu der woanders, ein anderer Stückel Boden? Das heißt dann, der Vergleich heißt dann Beta-Diversität im Vergleich zu der Diversität in einem Fleckel, die heißt Alpha-Diversität. Und dann gibt es noch die Gamma-Diversität. Das ist das ganze Klumps alles zusammen, wie viel es überhaupt von dem ganzen Raum gibt in einer bestimmten Landschaft. Ne? Das ist dann eher ausgedrückt, wie ist dann die Diversität, die Biodiversität, die Vielfalt sozusagen, wie ist die verteilt. Ja, und dann kann ich schließlich noch sagen, wie tun dann die Arten miteinander so interagieren, tun die konkurrieren, tun sich gegenseitig helfen, tun sich ärgern. Die Interaktion, ne, die kannst du ja auch noch mit neu nehmen in das Konzept von Biodiversität und das gehört auch noch dazu. Also siehst, das ist schon nicht so, dass du gerade Zeit ins Labor gehst und sagst, heute messe ich jetzt mal Biodiversität, sondern Biodiversität ist quasi wie ein Oberbegriff. Ne? Und im Boden ist er noch ein bisschen komplizierter, würde ich fast sagen. Vielleicht ist es woanders auch so. Im Boden ist bloß extrem, weil es nicht bloß um eine Organismengruppe geht. Da gibt es halt nicht bloß die Pilzdiversität, gibt hier anderes Zeug, gibt es Bakterien, gibt es Archaeen, gibt es Kolembole, ähm, gibt's Milbe, gibt's Regenwürmer und so weiter und so fort. Und von all denen gibt's auch jeweils eine Diversität. Und das insgesamt wird auch unter dem Begriff Biodiversität laufen gelassen. Das heißt, im Boden ist auch die Biodiversitätsdichte, wie ich es eigentlich ganz gern sage, besonders hoch. Das heißt, da hockt all das verschiedene Zeug halt aufeinander drauf und interagiert miteinander, ist durch ein Nahrungsnetz miteinander verbunden und das macht halt auch so spannend. Das ist auch mit eins von der klarsten Sachen, wo man ein Bodenökologe ist. Da kannst halt
ohne rot im Gesicht zu werden, mit allem möglichen Kram arbeiten. Kann ich mit Bakterien arbeiten, mit Pilzen, mit Archaeen, mit Protisten, mit Kollembolen, mit Regenwürmern und natürlich mit Pflanzen, mit ihren Wurzeln, weil die sind ja auch drin. Und alle miteinander. Und das macht einen großen Reiz aus von dem, wo man sich für Biodiversität interessiert. Und hochaktuelles Thema und extrem wichtig und natürlich die Biodiversität im Boden, auch extrem schützens- und erhaltenswert. Und, wegsst Bescheid. Voilà.